20:07 haben wir. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Seit über einem halben Jahr leben wir jetzt dann mit dem Coronavirus. Wie hat sich euer Leben seither verändert? Ja, also für mich hat sich vieles zum Besseren gewendet. Ah, das hört man selten, Carlo Janka. Ja, wissen Sie, früher habe ich mir manche Stunden lang Ausreden überlegen, wenn ich nicht trainieren musste. Heute huste ich einmal vor dem Starthäuschen, huste laut raus und schon darf ich wieder in die Wärme. Ja gut, ist klar, oder? Ich bin auch froh, dass gerade so wenig Turnier gespielt werden auf der ATP Tour. Oder? So kann ich in aller Ruhe meine Verletzung auskurieren und bin immer noch in der Top 5. Ah ja, keine Mühe damit, so viel daheim zu sein, Roger Federer? Ja gut, nein, gar nicht. Ich finde es super, oder? Seit ich so viel Zeit mit meiner Familie verbringe, oder? Kann ich alle meine, muss sagen, Kinder voneinander unterscheiden und kenne schon die, ja wirklich, meisten Namen auswendig. Ah, bravo! Gar niemand in dem Fall, der leidet unter Social Distancing, Maskenpflicht, Homeoffice, Contact Tracing. Ja, nein, überhaupt nicht. Ja. Ausgerechnet du, Baschi, wo du so viel in den Ausgang gehst. Ja, ich finde es praktisch, oder? Ja, wie gesagt, seit ich mich überall im Ausgang muss einschreiben, kann ich amigs auf dem Ausweg wirklich auf der Liste noch einmal schnell schauen, wo ich überhaupt wohne. Ja. Das erstaunt mich jetzt schon ein bisschen. Was ist denn mit der Faust zur Begrüßung, die gemäss dem BAG jetzt auch nicht mehr gern gesehen wird? Schau, diesen Bircher Müslifresser vom Bundesamt für Gesundheit kann ich als alter Röckenröller einfach nur nicht mehr trauen, verstehst du? Bevor sich auch der Röhr aus Solör an die neuen Regeln haltet, wartet er noch das qualifizierte Urteil vom Corona-Oberdruid Marco Rima ab. Also ich bin dafür, dass man Füße von jetzt an überall verbietet. Ah, das ist aber ziemlich radikal, Caroline. Ja, aber weisst, jedes Mal, wenn der Klibi eine Faust macht, habe ich noch einen Bauch mehr. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Ganz normal Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Weil Werbeeinnahmen wegbrechen, muss die SRG 50 Millionen sparen. Blödsinn, Wegli. Wegen des Jammer nicht mehr hören. Es braucht doch keine Werbung, um ein Fernsehen zu machen. Ich könnte diese Blocher locker mit meinen Bundesratsräten finanzieren. Die SRG sollte doch einfach alle linken Journalisten entlassen. Die 3, die dann noch vorig bleiben, machen sicher ein besseres Programm. Ja, okay, also sparen würde man so sicher viel, Herr Glarner. Ja, aber am falschen Abfallägeli, das glaube ich. Ja, so ist es, Herr Giro, ist nicht so. Meine Güte, es ist doch klar, wo wir die 50 Millionen sparen. Die Leute wollen ja nur Fußball und Jassen sehen und einen Moderator in farbigen Kleidern. Ist nicht so. Nein, es ist sicher nicht so ein Salzgeber. Das SRF soll mit gutem Beispiel vorausgehen und nur noch ökologisch wertvolle Sendungen machen. Nicht mehr 1 gegen 100, sondern alles für das Klima. Oder statt 10 von 10 lieber 5 von 12. Ja, es ist klar, es will natürlich jeder das einsparen, der ihm nicht wehtut. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass wir alle den Gürtel länger schnallen müssen. Aber ich nicht. Sicher nicht. Nicht? Wieso nicht, Caroline? Weil ich den Gürtel enger schnalle, stirbt dem Klibi der Arm ab. Oh nein, das war nicht. Komm, wir reden noch über etwas anderes. Ein neuer Modetrend für Männer. Leggings. Also Leggings für Männer. Das finde ich super, oder? Dass da jetzt Mode ist. Oder? Ich habe zugelassen, sind jetzt alle meine Hosenleggings. Das gibt es ja. Der Beachweber in Ehre. Aber für mich kommt das nicht in Frage. Das einzige männliche Wesen, das Leggings tragen darf, ist für mich der Servala. Und dem seine Legging ist ein Rinderdarm. Muss dir sagen, Andreas, das kommt für mich auch nicht in Frage. Ich habe immer die Hose an. Und ich behalte in dieser Partei immer die Hose an. Aha. Verstehst du? Ui, sind Sie etwa noch ein bisschen hässig wegen der Abstimmungsresultate, Herr Blocher? Überhaupt nicht, Frau Legeli. Überhaupt nicht. Mach es jetzt einfach wie bei der Bundesratsrente. Fordere meinen Vaterschaftsurlaub rückwirkend ein für alle 4 Kinder. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.